Detox. Entgiften. Warum entgiften? Manchmal erlauben wir in unserem Leben Sachen rein, Gewohnheiten, Gedankenmuster, Gedankengebäude, von denen wir meinen, dass sie uns helfen, aber wo schlussendlich uns eher schaden. Und wegen dem müssen wir amix entgiften. Der Ralf hat letzte Woche über das Zähneputzen geredet. Er hat gesagt, hey, jeder von uns hat Verantwortung, sich selber die Zähne zu putzen. Und es wäre komisch, wenn jetzt du zu deinem Sitznachbar heute Morgen gekommen wärst und gesagt, hey, ich habe die Zähne nicht geputzt heute Morgen. Schau, da ist mein Zahnbürstchen, könntest du mir bitte die Zähne putzen? Dann würdest du sagen, hey, nein, das ist komisch, das ist deine Verantwortung. Es wäre genauso komisch, wenn du, bevor du ins Bett gehst, am oben in den Spiegel schaust und das Zahnbürstchen parat machst und Zahnpasta drauf machst und dann bettest, lieber Gott, meine Zähne sind so dreckig. Komm mit dem Zahnbürstchen und reinige meine Zähne. Das wäre komisch, oder? Und es ist uns klar, ich meine, bei Kindern macht man das vielleicht, man putzt den Kindern die Zähne, vielleicht. Aber als Erwachsene wissen wir, das ist Verantwortung von jedem Einzelnen. Aber wenn es um die Hygiene von unserer Seele geht, um den geistlichen Zustand, unseren emotionalen Zustand, haben wir manchmal das Gefühl, dass nicht wir verantwortlich sind, sondern andere Menschen oder Gott. Und wir schieben Verantwortung ab. Aber in der Bibel heißt in Sprüche 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles andere. Priorität Nummer 1 in deinem Leben sollte sein, dass du zu dem Zustand von deinem Herz schaust. Dass du selber dein Herz schützt. Das ist deine Verantwortung. Das nimmt dir niemand ab. Weil alles in deinem Leben entspringt der Gesundheit von deinem Herz. Das heißt, wenn dein Herz bitter ist oder krank ist, kommt auch alles andere, deine Handlungen und deine Emotionen und dein Denken kommt aus dem raus und du verhaltest dich auch so, wie es deinem Herz geht. Der Fakt ist, Gott interessiert sich für das Wohl von deinem Herz. Gott ist interessiert an der Gesundheit, an der Hygiene von deiner Seele. Und wegen dem hat er in seinem Wort uns ganz verschiedene und viele praktische Anweisungen gegeben, wie wir zu der Hygiene von unserer Seele schauen können, wie wir ein Zahnbürstchen brauchen können und unsere Zähne putzen, auch unser Herz putzen können, im geistlichen Sinn. Aber genauso wie Gott dir das nicht abnimmt im Zähneputzen, nimmt er dir auch das Bewahren von deinem Herz nicht ab. Und in dieser Serie, wo wir jetzt über mehrere Wochen haben, Detox, reden wir über verschiedene Gifte, die in unser Leben reinkommen können. Und aber heute möchte ich über ein ganz starkes Gift reden. Ein ganz gemeins. Und Fachleute nennen das auch, vielleicht hast du es schon mal gehört, Vergleichomin. Ich habe ein Bild mitgebracht. Vergleichomin. Das ist ein sehr tückisches Gift, wo das Potenzial hat, dir jede Freude zu rauben. Du kannst der glücklichste Mensch sein auf dieser Welt. Du kannst zu den reichsten Personen gehören auf diesem Planeten. Mit den meisten Möglichkeiten, die je der Menschheit zur Verfügung gestanden sind. Mit dem besten Gesundheitssystem, Bildungssystem, fast gratis zu deiner Verfügung. Wenn du das Gift Vergleichomin in dein Leben hineinlässt, kann das alles verdorben werden und du kannst unglücklich werden. Das Gift hat Kraft, jegliche Freude ungenießbar zu machen. Jeden Segen, den du bekommst, in Eifersucht zu umkehren. Vergleichen hat sogar das Potenzial, dass du Gnade und Liebe von Gott dir gegenüber als ungenießbar empfindest. Hast du das gewusst? Jesus erzählt eine Geschichte in Matthäus Kapitel 20. Ich werde es kurz zusammenfassen. Und
Vielleicht kennst du die Geschichte schon, die Geschichte vom Weingärtner, der Leute anstellt, damit sie in seinem Weingarten arbeiten. Und er geht am Morgen früh raus und Jesus sagt, das Himmelreich ist wie das, wie die Story, oder? Er sagt, das Reich von Gott funktioniert so. Und der Weinbauer geht am Morgen raus und holt sich Arbeiter, Tagelöhner. Und Tagelöhner sind Menschen gewesen, die haben keine feste Anstellung gehabt, die haben von Tag zu Tag sind sie darauf angewiesen gewesen, dass jemand sie anstellt. Also auf Abruf. Und wenn dich jemand anstellt, hast du es geschafft, diesen Tag. Oder? Dann bist du happy gewesen und hast arbeiten. Dann nimmt er eine Gruppe von Leuten und sagt, hey, kommt auf meinen Weinberg, arbeitet bei mir mit, ich gebe euch 1 Denar, ist das gut? So ungefähr ein Tageslohn. Die sind happy und glücklich. Nach ein paar Stunden geht er wieder raus und holt noch mehr Leute dazu. Noch weitere Stunden mehr geht er wieder raus und er holt im Gesamten 5-mal neue Leute raus auf seinen Berg innerhalb von diesem Tag. Und dann kommt es zu der Auszahlung. Und die Geschichte kennen, die wissen, wie sie ausgeht, oder? Die zuletzt sind arbeiten, die bekommen zuerst das Geld. Und dann gibt ihnen der Weinbauer 1 Denar. Und alle schauen zu und denken, was? Und dann kommen die Nächsten, die eine Stunde später gekommen sind, 1 Denar. Immer 1 Denar. Und dann kommen sie zu denen, die am ersten gesehen sind, die den ganzen Tag geschafft haben. Und die denken sich, ja, also wir bekommen sicher mehr, jetzt ist ja logisch, wir haben ja mehr geschafft, oder? Und sie bekommen auch 1 Denar. Und was passiert? Sie werden hässig. Ist ja logisch, oder? Ich würde auch hässig werden. Sie werden unzufrieden. Sie können sich beschweren und sagen, hey, Alter, wir haben den ganzen Tag geschafft, in der Sonne, unter dieser Hitze. Und jetzt einer, der hier nur eine Stunde schafft, der bekommt gleich viel wie ich. Ist es nicht interessant? Das Einzige, was zwischen der Freude und der Dankbarkeit ist und dem hässig sein und dem verbittert sein, ist der Seitenblick zum anderen. Das Einzige, was ihre Zufriedenheit bestimmt in diesem Moment, ob sie dankbar heimgehen und sagen, wow, ich habe einen Job heute, ich bin gesegnet. Das Einzige, was zwischen dem steht und das ist doch ungerecht und bla bla bla, ist der Vergleich. Wenn sie nicht verglichen hätten, wären sie völlig glücklich gewesen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor ungefähr 6 Jahren mich verlobt habe mit meiner Frau, der Marisa. Wir waren happy verlobt gewesen. Und dann haben wir einen Ehevorbereitungskurs gemacht. Und es war super, oder? Aber an diesem Ehevorbereitungskurs haben wir so einen Test ausgefüllt, unter anderem so 1 Stunde, jeder für sich, online, tschak, tschak. Und der Test ist dann auf Amerika geschickt worden. Zu so einem Team, der professionell ausgewertet worden. Und ein paar Wochen später ist das Resultat zurückgeschickt worden. Und dann haben wir ein Gespräch gehabt mit einem Seelsorger, das gehört alles zu diesem Kurs, oder, wo der Kurs und die Resultate mit dir auswertet. Und dann haben wir das Gespräch gehabt. Und dann gibt es verschiedene Kategorien, oder, von deiner Beziehung, so Erziehung, Vorstellung, wie die Kinder erzogen werden, Finanzen, Teamfähigkeit, Rollenverständnis, Kommunikation, Konfliktlösung und so weiter und so fort. Es gibt etwa 10 Bereiche. Und das Resultat ist gut gewesen. Wir sind in eigentlich allen Bereichen mega gut gewesen. Finanzen, Team, bla bla, alles gut, tak, tak, tak. Ausser in 2 Bereichen. Kommunikation und Konfliktlösung. Und dann ist das Resultat gekommen. Und ich denke so, ich habe es gewusst. Ich habe es immer gewusst. Oder? Und während wir das Gespräch so haben, fängt bei mir Gedankenkarussell an verdrüllen. Ich so, hey, nein, hey, das ist ja mega scheiße. Wir können nicht reden miteinander, oder? Und ich habe gemerkt, im Gespräch, oder, wie sich die Wände schon aufziehen, und dann ist das Gespräch fertig gewesen, oder? Und wir sind aus dem Gespräch rausgekommen. Und dann haben wir natürlich über das geredet, oder? Dann haben wir darüber angefangen reden, dass wir nicht miteinander reden können. Wir haben angefangen streiten, dass wir nicht streiten können. Jetzt stell dir vor, wie das rausgekommen ist.
Katastrophal, oder? Meine Frau ist aufs Tram, ist abgehauen und ich habe gedacht, nein, das gibt es doch nicht. Und ich habe mir schon überlegt, dass ich meine Verlobungsparty, meine Überraschungsverlobungsparty vom kommenden Wochenende absage. Weil ich habe gedacht, hey, schau, du kannst schon, ich meine, wenn jetzt kannst verschiedene Bereiche, die nicht so gut sind, irgendwie Team oder Rollenverständnis, Erziehung und so, das ist ja alles okay, muss mir ja nicht gut sein. Da kann man ja darüber reden und dann daran arbeiten, oder? Aber wie redest du darüber, wenn du nicht reden kannst? Wie diskutierst du etwas, was du nicht kannst? Und ich bin mir jetzt im Kopf verdrüllt, ich habe schwarz und ich habe angefangen, mich zu vergleichen mit all diesen Bärchen, die ich um mich herum sehe, die so gut miteinander reden können, die so gut miteinander Konflikte lösen können. Und in meinem Kopf ist es immer schwärzer geworden und schwärzer. Ich dachte, ich muss das absagen. Ich kann nicht heiraten. Das ist unmöglich. Und dann bin ich zum Ralf und habe ihm das erzählt. Ralf, ich muss das absagen. Und dann hat der Ralf mir einen guten Tipp gegeben und hat gesagt, Matthias, das ist okay, du darfst das, du kannst das machen. Diesen Tipp habe ich nicht erwartet. Pastor von uns. Und dann hat er gesagt, schau, aber lass dich nicht täuschen. Wenn du jemand anderes findest, wo ihr vielleicht besser sind im Kommunizieren und Konflikt lösen, sind es andere Bereiche, die nicht gut sein werden. Ihr wisst doch jetzt, was euch ein Problem ist. Nehmt es mit Humor. Ich könnte ja über das auch lachen und dann hätte ich ein Leben lang Zeit, um an dem zu arbeiten. Und das war für mich so ein erlösender Moment. Ich so, boah, stimmt. Das ist ja voll easy eigentlich. Und dann zum Glück, dank dem Ralf, habe ich meine Verlobung nicht abgesagt und bin jetzt seit 5 Jahren verheiratet. Sehr gut. Amen. Aber seht ihr das Gift vom Vergleichen? Das Gift vom Vergleichen. Indem ich mich plötzlich mit anderen Leuten verglichen habe und mit ihren Bereichen, habe ich das Gefühl gehabt, es ist alles schlimm und nichts ist gut. Und das ist das, was das Gift Vergleich und Mein mit uns macht. Das, was wir nicht haben, wird plötzlich so groß, dass wir all das ausblenden, was wir eigentlich haben. Es ist unglaublich, wie das plötzlich eine Dimension bekommt in unserem Leben. Und wir sehen nichts mehr außer das, was wir nicht haben. Und wir vergleichen und kommen nicht weiter. Das Problem ist, beim Vergleichen, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite vom Zaun. Immer. Egal mit wem du dich vergleichst, es gibt immer jemanden, der es besser kann als du. Es gibt immer jemanden, der schöner ist als du. Es gibt immer jemanden, der schlanker ist, mehr Muskeln hat. Es gibt immer jemanden, der schlauer ist als du. Wenn du meinst, du bist der Beste, geh mal auf YouTube und gib das ein, wo du meinst, du bist gut. Gibt es irgendeinen Chinesen, der das besser kann als du? Es gibt immer jemanden, der eine tollere Familie hat als du. Es gibt immer jemanden, der eine schönere Familie hat als du. Es gibt immer jemanden, wo du das Gefühl hast, die haben es besser in der Kindererziehung. Es gibt immer jemanden, der hat mehr Geld, ein grösseres Haus, einen schöneren Job, eine tollere Karriere. Es gibt immer jemanden, wo du denkst, er hat einen tolleren Partner. Immer. Wo du denkst, er ist besser. Wo du denkst, er ist besser. Aber der hat halt andere Bereiche, wo nicht gut ist. Es gibt nicht einen perfekten Partner, oder? Der Adam und Eva sind im Garten Eden. Und Gott sagt ihnen, ihr dürft von allem essen, von allem, außer von diesem Baum. Und was passiert? Das, was sie nicht dürfen, das, was sie nicht können haben, wird so groß in ihrem Leben, in ihrem Kopf, dass sie keine Sicht mehr haben für das Sagen, was Gott eigentlich für sie parat hat. Und das Gefühl von Mangel entsteht in ihrem Leben. Wir haben zu wenig. Gott meint es nicht gut mit uns. Und sie fangen auf das Gefühl von Mangel haben, weil sie vergleichen. Ungesundes Vergleichen nennt die Bibel auch Begehren. Und das Begehren verdirbt nicht nur deine Freude, sondern ist der Grund für fast jeden Konflikt auf diesem Planeten. Hast du das gewusst? Es gibt keinen Streit, keinen Krieg, keine Gewalt, wenn jeder zufrieden wäre mit dem, was er hat. Und Gott weiß das. Und Gott liebt uns. Und er möchte, dass unsere Seele rein, heilig, sauber wird von diesem Gift. Und er gibt uns die 10 Gebote. Und das letzte von den 10 Geboten ist schon im 2. Mose 20,17. Sagt Gott, weil es gut mit uns meint, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Du sollst seinen Knecht oder seine Magd oder sein Rind oder sein Esel oder irgendetwas nicht begehren, das deinem Nächsten gehört. Nicht sollst begehren, was dem Nächsten ist.
Weil Gott weiß, dass wir nicht nur unglücklich werden, wenn wir das machen, dass wir nicht nur undankbar werden, wenn wir das machen, dass wir nicht nur bitter werden und gequält werden, wenn wir das machen, sondern er weiß auch, dass Konfliktpotenzial da drin ist, wenn wir es machen. Weil wenn wir begehren, was wir nicht haben können und etwas, was nicht geteilt werden kann, entsteht Streit, es entsteht Eifersucht und das ganze Übel von dann an. Und es ist interessant, das Begehrverbot kommt als letztes von den 10 Geboten, du sollst nicht begehren. Wie als Zusammenfassung von den 10 Geboten. Musst du mal achten, was vor den 10 Geboten steht, die Gebote vor, ich habe es kurz eingeblendet, die verschiedenen Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben über deinen Nächsten, Verleumdung und du sollst nicht begehren. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn niemand von uns würde begehren, gäbe es keine Eifersucht und wir würden nicht schlecht über andere reden. Wenn niemand von uns würde begehren, würde niemand stehlen. Es würde niemand Ehe brechen, weil du den Partner vom anderen nicht begehrst. Und du würdest auch niemanden umbringen, wenn du nicht begehrst. Das Begehren ist wieder Grundübel von unserem Mensch. Weil du stillst nur, wenn du begehrst. Du brichst nur die Ehe, wenn du begehrst. Das heisst eigentlich, der Detox oder die Entgiftung für Mord, für Ehebruch, für Diebstahl und so weiter, ist, wenn wir nicht mehr begehren. Oder? Jetzt ist aber die grosse Frage, was ist der Detox und die Entgiftung fürs Begehren? Wie werden wir das los? Ich meine, wenn wir nicht begehren würden, wäre es fantastisch. Wir wären die glücklichsten und dankbarsten Menschen, die es je gegeben hat. Weil wir gar keine Referenz hätten. Ja, hast du was du hast, oder? Wow, Hammer. Aber sobald wir einen Seitenblick machen auf den anderen, werden wir unglücklich. Aber warum ist es so schwierig, nicht zu begehren? Warum ist das so schwierig? Und das liegt an unserer menschlichen Natur. Ich habe zuerst schlechte Nachrichten und dann gute Nachrichten. Der Mensch kann gar nicht vergleichen. Das liegt in der Natur vom Mensch. Der Mensch kann nicht anders als vergleichen. Es ist unmöglich. Damit der Mensch überhaupt lernfähig ist, muss er anderen Leuten abschauen. Damit ein Baby, das ist schon in der DNA drin, überhaupt lernt zu reden, muss es abschauen, muss es nachahmen. Das ist zutiefst etwas Menschliches, das wir gar nicht abstellen können. Wenn wir nicht vergleichen würden, wären wir nichts anderes als ein Tier, das durch Instinkt gesteuert ist. Aber wir sind kulturfähige Wesen. Wir schauen ab, wir vergleichen. Wir können gar nicht anders. Und darum ist das so tief in uns drin. Der Seitenblick, der passiert immer und automatisch seit Geburt, bis wir sterben. Und das führt uns vor ein grosses Problem. Weil das ist ein Dilemma, wo wir drin stecken. Auf der einen Seite brauchen wir es vergleichen, weil wir es sonst gar nicht uns entwickeln würden. Und auf der anderen Seite ist das Vergleichen der Ursprung für alles Übel auf dieser Welt. Für jeden Konflikt, für jeden Krieg, für Undankbarkeit und Unzufriedenheit. Was ist die Lösung? Wie finden wir Entgiftung? Genauso wie das Begehrverbot am Schluss die 10 Gebote zusammenfasst. Weil du würdest das alles nicht machen, wenn du nicht begehren würdest. Ist im ersten Gebot, am Anfang, wo alles eröffnet, die Lösung und die Entgiftung und der Detox zu finden für das Problem. Weißt du, was das erste von den 10 Geboten ist? Irgendjemand? Es gibt nur einen Gott. Hast du gewusst, dass das nicht das erste Gebot ist? Das stimmt, aber es stimmt nicht. Ich möchte euch kurz vorlesen. So fängt es an, die 10 Gebote, Kapitel 20, 1-3. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Und jetzt kommt unser erstes Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Juden
Für sie ist das nicht das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben haben. Die haben etwas verstanden, was wir lernen müssen. Das erste Gebot für die Juden ist, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich rausgeführt hat aus Ägypten. Das ist das erste Gebot für die Juden. Und sie haben etwas verstanden, weil das ist schon eine Andeutung vom Evangelium. Gott sagt hier, ich bin dein Gott. Ich bin Jahwe, dein Gott. Und ich habe dich rausgeführt aus Ägypten. Und ich meine dich. Und ich habe einen Plan für dich. Und ich liebe übrigens dich. Und mir ist es ein Anliegen, dass es dir gut geht. Und ich bin für dich. Und ich gehe einen Weg mit dir. Und ich will, dass es dir gut geht. Schau, Gott weiss um den Mangel, den wir verspüren auf dieser Welt. Gott weiss um unser Dilemma vom Vergleichen und Abschauen. Und er weiss, dass wir nicht vergleichen können. Er hat uns ja gemacht. Aber er sagt, vergleich dich nicht mit anderen. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich mit meiner Berufung, die ich für dich habe. Schau auf mich. Folg mir nach. Die Frage ist nicht, können wir vergleichen oder sollen wir nicht vergleichen? Die Frage ist eher, mit wem wir uns vergleichen? Wo ist unser Nordpol? Was ist unsere Ausrichtung? Und Gott sagt, die Erlösung findet dort statt, Entgiftung findet dort statt, wenn wir nicht mehr schauen, links und rechts, sondern wenn wir auf ihn schauen und das, was er für uns hat. Und Gott sagt, ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott und ich habe dich gerettet. Und ich habe einen Plan mit dir. Und ich hoffe und bete, das rutscht dir irgendwie ins Herz heute Morgen. Gott meint übrigens dich mit seiner Liebe. Gott ist für dich. Gott hat einen Plan mit dir persönlich und er schreibt eine Geschichte mit dir. Und er hat dich berufen und er sagt, schau da, schau, was ich für dich habe. Schau nicht links und rechts, schau, was ich für dich habe, schau, was ich für dich gemacht habe und fokussiere nicht links und rechts. Sei nicht eine Kopie von jemandem anderem, weil die Welt braucht nicht eine Kopie von dir, die Welt braucht dich. Ich habe eine Berufung für dich, sagt Gott, weil ich dich liebe. Und ich möchte heute Morgen stark machen. Lass durch den Vergleich nicht dir rauben, was du hast. Lass durch den Vergleich nicht das kaputt werden, was Gott in dein Leben gesetzt hat. Lass nicht den Vergleich alles kaputt machen. Deine Freude rauben, deine Dankbarkeit rauben, deine Berufung rauben, weil du links und rechts schaust für andere. Und schau, das ganze Social-Media-Zeug ist im Fall nicht hilfreich bei dem Ganzen. Weil alle posten das Highlight von sich selber. Es gibt selten jemanden, der ein Lowlight postet von sich, oder? Was mal nicht so gut geht. Und wir vergleichen die ganze Zeit und das raubt uns jedes Sagen, jegliche Dankbarkeit. Ich möchte noch zum Abschluss auf die Antwort vom Weingärtner auf die Leute eingehen, die sich beschweren. Es ist fantastisch. Ich liebe die Bibel für das, wie direkt sie ist. Du musst mal schauen, was der Weingärtner den Leuten sagt, die den ganzen Tag geschafft haben und übergeschaut haben und verglichen haben und unglücklich sind. Matthäus 20, Vers 13 bis 15. Sie beschweren sich und sagen bla 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 bla. Und jetzt kommt Gott, oder? Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Und ihr seht, es geht schon wieder auf den Moment, wo persönlich stattgefunden hat zwischen dem Weingärtner und dem Tagelöhner. Es ist schon wieder ein Hinweis auf die Berufung vom Einzelnen. Schau nicht auf die Berufung vom anderen, schau nicht auf das, was zwischen mir und anderen läuft, schau auf das, was ich mit dir habe. Weiter, am Schluss. Nimm, was dein ist und geh. Hast du ein Problem mit Vergleich in deinem Leben? Gott sagt dir, nimm, was dies ist und gang. Das ist schon mal ermutigend, oder? Ich will aber diesem Letzten gleich viel geben wie dir. Oder ist es mir etwa nicht erlaubt, mit dem, was meines zu tun, was ich will? Machst du ein böses Gesicht, weil ich gütig bin? Machst du ein Latsch, weil ich großzügig bin und anderen auch will helfen? Nimm, was dir ist und gang. Sei glücklich damit. Nimm es in die Hand. Das heißt ganz konkret, ich möchte das ein bisschen auseinandernehmen. Nimm es in die Hand. Nimm es in die Hand. Fokussiere mal auf das, was du hast. Jetzt schreibst du auf einen Zettel auf, wenn du musst.
Schreib es dir nicht mehr an, mal es an die Wand. Alles, was du hast, nimm es in die Hand. Fokussiere auf, lang es an. Und dann ganz wichtig, gang. Gang mit dem, renn mit dem. Schau nicht links und rechts und ich kann nicht. Nimm es in die Hand, freu dich und gang und renn heim und freu dich und lauf mit dieser Berufung, die Gott für dich hat. Hör auf, dich zu vergleichen. Die Welt braucht nicht eine Kopie von dir. Gott hat eine Berufung mit dir persönlich. Und er liebt dich persönlich und er hat dich befreit und dich gerettet und er hat dich berufen. Und du bist gewollt, so wie du bist. Nimm was dies ist und gang heim. Es ist noch lustig, so als Pastor, oder? Wenn du, oder ich predige regelmäßig und so, und ich würde sagen, ich mache das nicht so schlecht, oder? Aber gehst du mal auf YouTube schauen? Wow, leck du mir, ey. Und dann wirst du kleiner und kleiner und kleiner und dann posten andere Leute Fotos von ihrer Kirche und so. Da denkst du so, wow, das ist ja alles Scheiße bei mir. Und die ganze Freude, die ganze Berufung, die Gott für dich hat, Gott verloren. Die ganze Energie, die Gott dir will schenken, Gott verloren, wenn wir das machen. Und Gott sagt dir und mir heute, nimm, was dir ist und gang. Nimm, was dir ist, schau es an, fokussiere dich drauf und dann gang heim und renn mit dem und leb's aus und mach das, was ich dich berufen habe dafür. Schau nicht links und rechts, sondern mach, was ich dich berufen habe dafür. Und Gott hat vieles vor mit uns, mit dir persönlich, er liebt dich persönlich. Die 2 wichtigsten Tage in deinem Leben. Die 2 wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, wo du geboren worden bist und der Tag, wo du herausgefunden hast, warum. Wirklich. Der wichtigste Tag, der erste wichtigste Tag in deinem Leben ist, wo du geboren worden bist, weil das heisst schon, dass du gewollt bist. Das heisst schon, Gott ist für dich. Auch wenn deine Eltern dich vielleicht nicht geplant haben, heisst das nicht, dass Gott dich nicht geplant hat. Der Grund, wieso du lebst, ist, weil Gott dich will. Und weil Gott einen Plan mit dir hat. Und weil Gott für dich ist. Und etwas vorhat mit dir. Und wir müssen das erkennen. Du bist gewollt, du bist geliebt und er ist für dich. Und ich bin dein Gott. Ich bin Jahwe, dein Gott. Und ich habe dich befreit. Das ist der erste Tag, der wichtig ist. Und der zweite Tag ist, wenn du herausfindest, warum. Weil Gott eine Berufung für dich hat. Für dich persönlich. Er hat etwas vor mit dir. Und lass dich nicht rauben durch einen Vergleich. Sondern sei ermutigt, dass Gott dich liebt. Amen. Amen.